Hallo, liebe Kinder, da sind wir wieder. Ja, na, ja, ich freue mich, dass du wieder bei meiner Kinderfunksendung mit Klaus-Peter, der bin ich ja, der Floh im Ohr, dabei bist. Heute möchte ich etwas für die etwas größeren Kinder und die ganz großen Kinder lesen. Und zwar lese ich heute weiter aus dem Buch Der kleine Prinz. Der kleine Junge, von dem anfangs ja die Rede war und der inzwischen ja auch ein großer Mann geworden war, der das Fliegen gelernt hat, weil er ja das Malen nicht lernen durfte, weil man ja ihm gesagt hat, du kannst das nicht, und man hat seine Bilder ja nicht erkannt, man wusste nicht, was er da gemalt hat. Die Erwachsenen waren einfach ein bisschen, naja, vielleicht dumm oder vielleicht hatten sie keine Fantasie. Aber inzwischen hat er ja in der Wüste, nachdem er ein Problem mit seinem Flugzeug hatte, den kleinen Prinzen kennengelernt. Und da möchte ich heute weiter aus diesem Buch lesen. Abschnitt 3. Ich brauchte lange Zeit, um zu verstehen, woher er kam. Der kleine Prinz, der viele Fragen an mich richtete, schien die meinen nie zu hören. Zufällig aufgefangene Worte haben mir nach und nach sein Geheimnis enthüllt. So fragte er, als er zum ersten Mal mein Flugzeug sah: Ich werde mein Flugzeug nicht zeichnen. Das ist eine viel zu komplizierte Sache für mich. Was ist das für ein Ding da? Das ist kein Ding, das fliegt. Das ist ein Flugzeug. Und ich war stolz, ihm sagen zu können, dass ich fliege. Da rief er: Wie? Du bist vom Himmel gefallen? Ja, sagte ich bescheiden. Ach, das ist ja lustig. Und der kleine Prinz bekam einen ganz tollen Lachanfall, der mich ordentlich ärgerte. Ich lege Wert darauf, dass meine Unfälle ernst genommen werden. Er aber fuhr fort: Also, auch du kommst vom Himmel. Von welchem Planeten bist du denn? Da ging mir ein Licht auf über das Geheimnis seiner Anwesenheit, und ich fragte hastig: Du kommst also von einem anderen Planeten? Aber er antwortete nicht. Er schüttelte nur sanft den Kopf, indem er mein Flugzeug musterte. Freilich, auf dem Ding, da kannst du nicht allzu weit herkommen. Und er versank in eine Träumerei, die lange dauerte. Dann nahm er mein Schaf aus der Tasche und vertiefte sich in den Anblick seines Schatzes. Ihr könnt euch vorstellen, wie stark diese Andeutung über die anderen Planeten mich beunruhigen musste. Ich bemühte mich also, mehr zu erfahren. Woher kommst du, mein kleines Kerlchen? Wo bist du denn zu Hause? Wohin willst du mein Schaf mitnehmen? Er antwortete nach einem nachdenklichen Schweigen: Die Kiste, die du mir da geschenkt hast, hat das Gute, dass sie ihm nachts als Haus dienen kann. Gewiss, und wenn du brav bist, gebe ich dir auch einen Strick, um es tagsüber anzubinden, und einen Pflock dazu. Dieser Vorschlag schien den kleinen Prinzen zu kränken. Anbinden? Was für eine komische Idee. Aber wenn du es nicht anbindest, wird es doch weglaufen. Da brach mein Freund in ein neuerliches Gelächter aus. Aber wo soll es denn hinlaufen? Irgendwohin, geradeaus. Da versetzte der kleine Prinz ernsthaft: Das macht nichts. Es ist so klein bei mir zu Hause. Und vielleicht ein bisschen schwermütig fügte er hinzu: Geradeaus kann man nicht sehr weit gehen. Viertens. Ich hatte eine zweite sehr wichtige Sache erfahren.
Der Planet seiner Herkunft war kaum größer als ein Haus. Das erschien mir gar nicht verwunderlich. Ich wusste ja, dass es außer den großen Planeten wie der Erde, dem Jupiter, dem Mars, der Venus, denen man Namen gegeben hat, noch Hunderte von anderen gibt, die manchmal so klein sind, dass man Mühe hat, sie im Fernrohr zu sehen. Wenn ein Astronom einen von ihnen entdeckt, gibt er ihm statt des Namens eine Nummer. Er nennt ihn zum Beispiel Asteroid Nummer 3.251. Ich habe ernsthafte Gründe zu glauben, dass der Planet, von dem der kleine Prinz kam, der Asteroid B612 ist. Dieser Planet ist nur ein einziges Mal im Jahre 1909 von einem türkischen Astronomen im Fernrohr gesehen worden. Er hatte damals beim Internationalen Astronomenkongress einen großen Vortrag über seine Entdeckung gehalten. Aber niemand hatte ihm geglaubt, und zwar ganz einfach seines Anzuges wegen. Die großen Leute sind so. Zum Glück für den Ruf des Planeten B612 befahl ein türkischer Diktator seinem Volk bei Todesstrafe nur noch europäische Kleider zu tragen. Der Astronom wiederholte seinen Vortrag im Jahre 1920 in einem sehr eleganten Anzug. Und diesmal gaben sie ihm alle recht. Wenn ich euch dieses nebensächliche Drum und Dran über den Planeten B612 erzähle und euch sogar seine Nummer anvertraue, so geschieht es der großen Leute wegen. Die großen Leute haben eine Vorliebe für Zahlen. Wenn ihr ihnen von einem neuen Freund erzählt, befragen sie euch nie über das Wesentliche. Sie fragen euch nie, wer ist, wie ist er euch, wie alt ist er, wie viele Brüder hat er, wie viel wiegt er, wie viel verdient sein Vater. Dann erst glauben sie, ihn zu kennen. Wenn ihr zu den großen Leuten sagt, ich habe ein sehr schönes Haus mit roten Ziegeln gesehen, mit Geranien vor den Fenstern und Tauben auf dem Dach, dann sind sie nicht imstande, sich dieses Haus vorzustellen. Man muss ihnen sagen, ich habe ein Haus gesehen, das 100.000 Franken wert ist. Dann schreien sie gleich, ach, wie schön. So auch, wenn ihr ihnen sagt, der Beweis dafür, dass es den kleinen Prinzen wirklich gegeben hat, besteht darin, dass er entzückend war, dass er lachte und dass er ein Schaf haben wollte. Denn wenn man sich ein Schaf wünscht, ist es doch ein Beweis dafür, dass man lebt. Dann werden sie die Achseln zucken und euch als Kinder behandeln. Aber wenn ihr ihnen sagt, der Planet, von dem er kam, ist der Planet 612, dann werden sie überzeugt sein und euch mit ihren Fragen in Ruhe lassen. So sind sie. Man darf ihnen das auch nicht übel nehmen. Kinder müssen mit großen Leuten viel Nachsicht haben. Wir freilich, die wir wissen, was das Leben eigentlich ist, wir machen uns nur lustig über die albernen Zahlen. Viel lieber hätte ich diese Geschichte begonnen wie ein Märchen. Am liebsten hätte ich sie so angefangen. Es war einmal ein kleiner Prinz, der wohnte auf einem Planeten, der kaum größer war als er selbst, und er brauchte einen Freund. Für die, die das Leben richtig verstehen, würde das viel glaubwürdiger klingen. Denn ich möchte nicht, dass man mein Buch leicht nimmt. Ich empfinde so viel Kummer beim Erzählen dieser Erinnerungen. Es ist nun schon 6 Jahre her, dass mein Freund mit seinem Schaf davongegangen ist. Wenn ich hier versuche, ihn zu beschreiben, so tue ich das, um ihn nicht zu vergessen. Es ist traurig, einen Freund zu vergessen. Nicht jeder hat einen Freund gehabt.
und ich könnte wie die großen Leute werden, die sich nur für Ziffern interessieren. Deshalb habe ich mir schließlich auch einen Farbenkasten und Zeichenstifte gekauft. Es ist schwer, sich in meinem Alter noch einmal mit dem Zeichnen einzulassen, wenn man seit seinem 6. Lebensjahr nie andere Versuche gemacht hat, als die mit einer geschlossenen und offenen Klapperschlange. Ich werde selbstverständlich versuchen, die Bilder so wirklichkeitsgetreu wie möglich zu machen. Aber ich bin nicht ganz sicher, ob mir das gelingen wird. Die eine Zeichnung geht, die andere ist schon nicht mehr ähnlich. Ich irre mich auch mitunter mit den Maßen. Da ist der kleine Prinz zu groß und da ist er zu klein. Auch die Farbe seiner Kleider macht mir Kummer. Dann probiere ich hin und her, so gut es eben geht. Ich werde mich vermutlich bei wichtigeren Einzelheiten irren. Aber das muss man doch schon nachsehen. Mein Freund hat mir nie Erklärungen gegeben. Er glaubte wahrscheinlich, ich sei wie er. Aber ich bin leider nicht imstande, durch die Kistenbretter hindurch Schafe zu sehen. Ich gleiche doch wohl schon eher den großen Leuten. Ich musste ja im Laufe der Zeit älter werden. Ja, liebe Kinder, ihr Großen, ihr Kleinen, das war meine heutige Lesung aus dem kleinen Prinzen und ich wünsche euch jetzt einen wunderbaren Tag. Passt gut auf euch auf und alle, die bei euch sind. Und ich sage jetzt einfach mal Tschüss, bis zum nächsten Mal.